Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. So, und damit herzlich willkommen zurück, Witcher. Mit einem neuen Part. Jetzt müssen wir mit dem Baron reden. Es geht um seine Frau und seine Tochter und, ja. Ich gehe die schon suchen auf Ochsenfurt, glaube ich. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Ah, Und das Gleitbrief. hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontatals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Oh, ich kann auch ein bisschen mit der Siri spielen. Juhu. Cool. Cool. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Foltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ja, auf der Straße nicht wirklich mit den Hexen, natürlich. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich ist eine hübsche. Ich bin keine Hexerin, eigentlich. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaube ich dir aufs Wort, so wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Igrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Haha, das ist noch Ahnung. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst. Hast du Angst? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst. Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's Ah, los. cool. Das Wettrennen sie machen. Da hast du keine Chance gegen Kelpie. Velen, nördliches Temerien. Sonnenaufgang. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit.
wer zuerst beim Turm ist. Okay. Aufsteigen! Hier, Los, Ciri, 3, mach uns keine Schande! 2, 1, los geht's. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Schneller! Man muss ein bisschen auf die Aufstauer schauen vom Pferdchen. He? Oh, geradeaus und dann vorne links. Was cool. Beeilung, schneller! Ja, Baron. Haha! Ah, das ist schon Zeit. Das hat ruhig ein bisschen länger dürfen gehen. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Cool. Was? Hä? Noch eine Chance Wow. zu gewinnen. Achtung. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ja. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Oh Mann, das ist gemein. Jetzt wollte ich ein bisschen mit der Siri spielen. Ja, noch. Dann tun wir ihn noch ein bisschen ausfragen da. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot. Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Schlau. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ah, okay. Hexen. Ah ja, über die Hexen wollte ich noch fragen. In dem Hexensumpf. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Okay. Gwent spielen. Wie wir mal das Gwent spielen. Hä? Ja, nee. Das sang ich mal. Bis dann. Okay. Findet Tamara die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Ah, und die Frau suchen vom Baron.
Also die Tochter ist in Ochsenfurt. Aber ich glaube nicht, dass die wieder heim will. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Irgendwie. Untersuchen. Ich mache nicht zuerst das. Ja. Bam, 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 bam. Cool. Jetzt hätte ich wirklich, jetzt hätte ich keinen Bock gehabt mit der Siri zu spielen. Ah, das ist wirklich in Ochsenfurt, da. Wo ist das andere? Vor Mutter, vor Frau? Ich weiss es nicht. Aber jetzt soll ich da auf Ochsenfurt, doch ich habe noch Angst zu tun, hier. Irgendwie. Oder was? Ich habe doch noch Angst zu tun, mit Karten, Quests. Was haben wir da noch? Nebenquests. Wildes Herz. Mit dem Jäger geredet. Was ist das noch immer gewesen? Frau, die ist verschwunden im Dings. Eine Einladung von Kairo. Da müssen wir auch noch mal vorbei. Fliegende Fäuste. Das, Dings werden, Boxkampfmeister werden. Spielen gewinnt gegen Wirte. Was haben wir da schon noch? Hexeraufträge. Hanna aus den Wäldern. In Mittelheim. Schatzsuche. Das ist das gewesen. Oh nee, das wollte ich noch nicht mit diesen vielen Erscheinungen da. Karte. Wo ist das? Da oben. Ja, jetzt kann ich das machen. Mittelheim. Gut, das mache ich. Kann ich daher, natürlich schnell reisen. Daher. Und dann kann ich hier reden. Okay. Ja, ich will noch nicht gerade auf Ochsenfurt. Ich muss da noch ein paar Sachen erledigen. Oh. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Ja, warum? Das ist ein bisschen spät für Reue. Irgendwie. Durch mich. Irgendwie. Also, haben wir. Moment. Ich will noch gerade ein paar Sachen verkaufen. Wenn ich schon gerade da bin. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Eure Boote sind mir Schnuppe. Ich rede von dem Kreischling. Tut ein paar Sachen verkaufen, das geht ja schnell. wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Wie kann ich... Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, und die da ein paar Sachen verkaufen. Und, eben, das habe ich auch gefunden. Den wollte ich verkaufen. Und der 36 Rüstung, den auch. Das und das. So, sehr gut. Sehr gut. Was ist das für eins? Ich bin noch eine Stufe aufgestiegen, jetzt könnte ich das anlegen, hä? Ja, genau, richtig. Ich bin noch eine Stufe aufgestiegen. Leb wohl. Mal.
Jetzt machen wir das auch gerade. Jetzt könnte ich eigentlich die Hose, wobei, ist das ein Schwertrune, hä? Fassung eines Schwertes. Ja, ich warte noch, bis ich ein bisschen Runen habe drauf. Dann lege ich die an. Okay, alles klar. So, ich muss ein bisschen vorwärts machen. Ich will ein bisschen etwas schaffen in diesem Part. Beweg dich! Komm. Los, los! Ah, jetzt ist das Tor wenigstens gegen off. Du bist ja scheintot. Beweg dich! Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht... Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Ah, Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. nicht die Baum. Hier drin. Wir sollten schauen. Langsam, lang. Ja, ich muss unten durch. Ja. Unten durch. Komm schon, Plötze. Hey, ja. Langsam, langsam. Hey, was ist denn heute los mit der Steuerung da? Ah, da drüber. Am See entlang. Ah, irgendwie habe ich heute ein Steuerflash. Ah. Ah, da rüber. Ertrunkene. Absteigen. Ah. Oh. Ist das ein Manga da? Oh, komm mit Kiel. Ui. Ui. Ja. Aua. Ouch.
Ah, jetzt muss ich das noch einmal machen. Ich mache den Tag dort die Schnitte. Wir sehen uns wieder dort. Bis nachher. So, das dürfte das hier sein, ne? Sali, da fällt es. Du bist also dieser Weiße? Das bin ich, ja. Sei gegrüßt. Was willst du? Wegen Maxer Auftrag bin ich da. Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Reden wir über die Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Und die mir da noch ein bisschen etwas draufschlagen, 200. 30 Steine mehr. Ja. Oh nein, so nicht. Das ist zu Oh, teuer. Batzei. Das war ja da gerade ziemlich verstimmt gewesen, 20 mehr. Kein Problem für Hanna aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Ja, ich gehe. 55. Kein Problem für Hanna aus den Wäldern, aber Auch noch weniger. 50. Ja, Sterne kein Müs. Problem für Hanna aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Nö, du. Ja, Meinetwegen, wie du willst. okay. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Okay. Das ist am Ende vom Dorf, da kann ich zu Fuß. Es dürfte da oben sein, hä? Heute habe ich ein Stück Agneta, da ist sie. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Aha. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher heran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay. mit Freude seinen Trunk gebracht. Durchsuche die nahen Felder. So schnell wird der wieder Mutter. Ist das weit weg, auch nicht? Ich mache mir eine Schleuder und jag Ehren damit.
Ja. Gehen wir schauen. Mit Hilfe der Hexer sind, ne? Okay. Ah, da ist etwas. Ah. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Aha. Oh, was ist das da? Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Okay. Oh, da hängen keine Wölflis. Ah, da über. Ein Spur. Oh, Wölflis gehören nicht. Was tönt? Ach, Wölf. Aber ich muss es da schauen. Ah, da ist etwas im Busch. Nicht. Oh, die Wölfe. Vorne schon mal Spur. Oh, was ist da? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam, er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Assassinenmesser, was ist das für eins? Ah, das kann ich nicht ausrüsten. He? Das ist ein Questgegenstand. Ja. Okay. Weitersäure geschleift. Da. Da, da. Ja. Es ist dieses Skelett. Knochen, du. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Brief aus seinem Grab. Da lesen wir. Nein, das ist die Quest. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen, leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine Zulda. Ah, die haben da irgendwie, sie wollen durchbrennen zusammen, hä? Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Ah, okay. Was ist denn da noch? Sohn einer Ziege. Komm zu Papa. Aha. Ui. Verfickte Scheiße! Scheiße! Wie ein Mann! Einsatz, Leute, Einsatz! Aha. Er muss zuerst den Bogenschützen haben. Du wirst es nie lernen.
Oh, noch Wölfe auch noch. Hier, das ist noch Bogenschütze. Aha. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Sohn einer Ziege! Ah. Verfickte Scheiße! Ah. Ah, Kiele. Ah, ein Wolf kommt noch. Ein Wölfli. Ah, so eine blöde Fliege ist da bei mir, die mich ärgert. Ah. So, komm. Nimm da. Gut. Da habe ich schon gelootet. Jetzt muss ich noch da nehmen. Oh, da jetzt noch Kisten. Habe ich vorhin gesehen. Ja. Oh, nimm sie. Fell eines Wolfs. Okay. Also. Komm, tu nicht wackelig. Hey! Also, liebe Leute, machen da kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part. Okay, tschüss.